Grote hemelse Vader, ik kom voor die van deze Marius en ik dank die voor deze gelegenheid dat we waren gaan van deze Marius, die woord te predigen, die woord toe te horen. Ik weet dat u deze aandacht van deze Marius leiden met die jes en dat we een klaarheid krijgen uit wat u te zeggen has van dat wat we van deze Marius worden van hier. Mocht u onze harten, onze oren opmerken dat we van die hier. Ik dank die God voor deze brief, den we daar kunnen doen vanuit de eerste Petrus, die daarna wat heeft geschreven, to de kerken, wo immer die kerken top kunnen doen, de brief, die hier ons alle, en ik bid dat u onze oren opmerken dat hou. En ik bid dat jeder en mocht gezegend en opgebuurd worden van deze Marius. In die naam bidden we dat met danksagung. Amen. So, wir wollen von dieser Marius wiedergehen in den Petrusbrief. Wir sind mit am Ende gekommen von diesem Brief. Wir sind nu in das 5. Kapitel, wo wir von dieser Marius dann mit anfangen. Und als ich mit dir drei denken an die verschiedenen Dinge, was Petrus von geredet hat, er hat nicht sehr viel ausgelassen von was die Christen zu tun haben, am Mut zu sprechen und so weiter. Das sind viele Dinge, wo er von geredet hat. Und alle Dinge, ich wird wirklich gesegnet, met de durchgehen en checken wat hij alles te zijn had, wat hij te schrijven had. So, wenn wir denken an was hij alles geschrieben hat, ich dachte an besonders das erste Kapitel, wo hij von Anfang deed, in der 3. Vers, wo hij zei dat, wo wir in der Zukunft, was uns Christen in der Zukunft ist, dass wir können vorwärts kijken naar eine lebende Hoffnung. Alle Christen können vorwärts kijken naar eine lebende Hoffnung, was wir in der Zukunft kriegen doen, wo wir nur vorwärts kijken doen. In Vers 3 zegt hij looft Gott an zijn Herrn Jesus Christus, zijn Vader, wil zijn Mitleiden, wir so groot dat hij ons nie geboren heeft, tot eine levende Hoffnung, doordat hij Jesus Christus vom Tod abgewirkt heeft. En doordat dat hebben we deze levende Hoffnung, weil hij heeft Jesus Christus zijn Sehen abgewirkt, en dort hebben we nu deze Hoffnung, wo wir vorwärts kijken dan nu. En niet bloß dort, ook de nächste Vers redet von, dass wir ein Aufgabe haben, sagt, into ein Aufgabe, das nicht verkommen und vergonnen oder verwalten kann, das für uns im Himmel bewahrt wird. So hier haben wir ein Aufgabe zu kriegen, was wir vorwärts nur kicken tun, was bewahrt ist, was nicht verkommen wird, was für ewig bleiben wird. Wir wissen, dass die Dinge hier auf Erden, die verkommen, die verfühlen und die vergehen, und das kommt am Ende. Aber das Aufgabe, wo wir vorwärts nur kicken, dort wird Himmel vergehen, das bleibt für ewig. Dort haben wir als Christen vorwärts nur kicken. Und dann, der Herr uns noch denken helfen, in Vers 13, dass wir sollen unsere Horten anstellen, nach boven drehen, unsere Anstellung nach Arm haben. Also, da wir gemerkt, die Horten frei von alles, was ihnen hängen kann, sieht und denken klar, in recht ihre Hoffnung ab der Gnadenschuf. So, er sagt, unsere Hoffnung soll wir abrichten nach Arm, nur der Gnadenschuf, der je kriegen wollen, wann Jesus Christus kommt. So, ein sehr guter Vers, sehr guter Hoffnung, was er uns hier gegeben hat. Und er sagt, dass wir sollen unsere Hoffnung nach Arm richten. Nicht hier nur ab Erden, was hier ab Erden ist. Und dann wieder, wenn wir in das 2. Kapitel gehen, Vers 11, dass er uns denken helfen, dass wir hier ab Erden nicht eine bleibende Stätte haben. Das ist nicht ein Platz, wo wir bleiben, wo wir uns Tüß merken, aber das ist bloß ein Platz, wo wir durchgehen. Er sagt, liebste Freund, er nennt die Christen, liebste Freund, sagt er today. Liebste Freund, die sind hier fremd und reisen hier bloß durch, weil es ein wirklicher Tüß im Himmel ist. Da wer ihr Berg könnt, halt ihn frei von der bösen Last, die in dieser Welt, der ist nicht für ihn. Er sagt, wir sollen wegbleiben von der, das ist nicht eine Last, was für uns ist. Der will ihn Säulen in den Grund bringen. Das ist die Ursache, für was der Feind das anbieten hat. Wo er sagt, wir sollen daran denken, das ist nicht ans Tüß und wir sollen nicht unsere Gedanken hier ans Tüß merken, über lieber verabschieden, nur was da zu kommen ist. Wir reisen hier bloß durch. Das ist bloß ein Stadt, wo wir für einen Stolz gesehen, dann kommen wir dort, wo wir alle haben wollen. So, er redet von verschiedenen Dingen, hat er bedacht, Petrus, und er redet auch von dass wir sollen Jesus nehmen als ein Beispiel. So als Jesus gelitten hat und gelebt hat hier auf Erden und alles, was er tut, sagt er, wir sollen ihn nehmen als ein Beispiel. Und wir sollen seine Fußspuren nachgehen. Checken, wo er gelebt hat und an den seine Fußspuren nachgehen. Und auch in Kapitel 3, da redet er von wo die Eihelied zu leben hatten.
wo morgen zu früh und früh zu morgen, wo sie sich untereinander verhalten sollen, einer mit den anderen, so da redet er von der Ehelie, von das Familienleben. So, er hat verschiedene Dinge, was er bedacht hat in diesem Brief. Das ist ein Brief von 5 Kapiteln, so das ist kein sehr langer Brief, aber er hat von vielen verschiedenen Dingen, wo er von geredet hat. Und dann wieder in Kapitel 3, auch in Kapitel 4, redet er viel von Lieden, wo die Christen wurden Lieden für ihr Glauben. Und wir wissen noch, die Christen, die er das geschrieben hat, zu der Zeit, die werden auf viel verschiedene Städten, wo die verstrahlt werden, wegen Verfolgung. Und durch alle wegen mussten sie uitholen, durch ihr Glauben, für ihr Glauben. So, und er redet viel von uitholen für ihr Glauben. Und dort wurde ein Segen sein verehrt, wenn sie wurden für ihr Glauben machen uitholen. So, Kapitel 3 und Kapitel 4, der redet viel von dort. So, er hat von verschiedenen Dingen geredet. Viele Dinge, was er von geredet hat zu den Christen, was sie zu tun haben, was sie zu leben haben und so weiter. Na, in das Kapitel, wo wir nun angehen, das 5. Kapitel, da redet er ein bisschen nur der Älteste, nur der Lehrerschaft von der Gemeinde, besonders der Älteste. Today redet er, hier hat eine Ermahnung today. So, von der Marius, wo wir noch viel hören von der Lehrerschaft. Eine Ermahnung zu der Ältesten. Der erste Vers sagt, nach einer Ermahnung. So, er hat verschiedene Ermahnungen in den vergangenen Kapiteln. Und dann hier sagt er, nach einer Ermahnung an der Ältesten, man Kind. So, man all day, wo die Kirchen sich versammeln, wo die Christen sich versammeln, wo die Kirchen haben, wo die Versammlungen sind, da sind Ältesten in ihrer Mäden. Er sagt, das schrift er zu Ernst. Das ist eine Ermahnung, was er hat für all die Ältesten, man Ernst. Dann sagt er, ich sehe auch ein Ältester, und habe gesehen, wo Christus leiden muss, und soll auch an der Herrlichkeit teilnehmen, der bald vandaag kommen soll. So, dass er an sich denken hat, und nicht bloß, dass er zu den Ältesten reden, was von der und Tag nach in den Kirchen sind, und was zu der Zeit in den Kirchen wären, aber er hat auch von sich selbst auch. Er sagt, er wird auch ein Ältester, er wird auch einer von denen, er hält sich dort mit an. Er wird ein Ältester in der Gemeinde, ein Lehrer. Und er sagt auch, dass er kijkt vorwärts, er wird auch verherrlicht werden in der Zukunft. Kriegst du Kapitel 1, Vers 3 von Reden, die lebende Hoffnung, die wir in Kapitel 3 hatten, Vers 3 hatten, in Kapitel 1, wo wir von hier reden. So, er sagt, dass er wird auch teilnehmen an der Herrlichkeit, was Christus hat. Und er sagt, er wird bald vandaag kommen, sagt er hier in dieser Vers. Das wird bald vandaag kommen, diese Herrlichkeit. Und wo Petrus kann sagen, dass er auch kein teilnehmen an dieser Herrlichkeit, weil er weiß, dass er wird ein Kind Gottes, er wird Jesus sein Nachfolger, er weiß, wo er stehen wird, wo er mit ihm wird. So er kijkt vorwärts nach der Zeit, was kommen wird, wo er auch wird verherrlicht werden, Christus Jesus Christus. Und das haben wir auch. Und jeder Christ kann auch das sagen, sie kann mit Confidence sagen, dass er wird auch vorwärts kicken kann nach der Herrlichkeit, was kommen, wo die werden an teilnehmen können. So, in einmal weiß wir nicht ganz nah, sind ich ein Christ oder nicht, oder wo kann ich das weiten, dass ich kann teilnehmen an dieser Herrlichkeit, wo ich hinkomme, oder nicht. So, wir weiten einmal nicht ganz nah, aber wenn ihr Römer 8, Vers 16, da sagt, dass der Geist, der in uns ist, sagt, der Geist selbst gibt unseren Geist das Zeugnis, dass wir Gott seine Kinder sind. So dadurch, dass wir Gott seine Kinder sind, können wir das klar weiten und durch uns zu freien und vorwärts zu kicken. Und nicht bloß verherrlicht worden, weil ihr das noch mal, das ist nicht bloß, dass wir verherrlicht worden, aber das ist von den Christen, die wollen mitoffen sein mit Jesus Christus. Und Vers Römer 8, Vers 17 sagt, dass sei wir über Kinder, also Gottes Kinder, wenn wir Gottes Kinder sind, dann sei wir auch Gott seine Ohren in Christus. Seine Mitoffen. So, wir sind Christus seine Mitoffen. Dort als von wir mit Armtaub leiden, dort wir auch mit Armtaub verherrlicht wurden. So, wir wollen einen Aufgabe kriegen. Das ist eine gute Zukunft für alle Christen, vorwärts nur zu kicken, dass wir wollen einen Aufgabe kriegen.
met alles wat immer da noch ist im Himmel, wat der Reit ist für uns, da wird auch sogar ein Aufgaut sein. Und wenn wir denken dann an Aufgaut, wat das ist, ein Aufgaut, das ist, wenn was verteilt wird in der Familie, das wird verteilt manche Kinder. Ein Aufgaut wird verteilt manche Kinder, aber in der Familie. Und jeder einer, der der Familie gehören hat, der kriegt, der hat das Recht, ein Aufgaut zu haben, in ihr Leben, in der Familie. Und das ist mit uns auch so. Wir haben uns Leben abgegeben hier auf Erden und wir sind zu Gott in der Familie gekommen, wir gehören zu ihm und wir können vorwärts kicken, nur ein Aufgaut, dort zu kommen, was wir können vorab nur kicken. Und wir gehören nicht hier zu dieser Erde, das ist nicht uns Tüß. Uns Tüß ist im Himmel. So wir gehören zu der Familie, zu Gott seine Familie, so wir können vorwärts kicken dort auch. Und ich dachte und wo der Chef von sagen, dass das Citizenship, das ist im Himmel, das ist nicht hier, das ist nicht ans Tüß. Im Himmel ist ein Citizenship. In Johannes 1, Vers 12 sagt er über all die am abnehmen und an sie Namen geleben, darf heute Macht, Gott seine Kinder zu werden. So die haben die Macht gekriegt, Gott seine Kinder zu werden. Und so willst wir zu Gott seine Familie gehören und wie seine Kinder sind, haben wir vorwärts zu kicken, nur ein Gaudet Aufgaut. Wir wollen dasselbe Reich haben, als Jesus in einer sehen hat. Gleich dasselbe Reich haben wir in seiner Familie, dort zu kriegen. Ich dachte hier mit dir an, ich weiß nicht noch, was wir mal in das Land kommen, hier in Kanada. Und am Anfang, wir uns Papieren hatten, dass wir hier Tüß gehören, dann hatten wir nicht dasselbe Reich, als die, was hier geboren werden, was hier Tüß gehören. Wir hatten nicht das Reich noch nicht. Aber wir hatten angeregt für unsere Papieren, für das Citizenship. Und ich weiß noch, als wir das dann erst kriegen, dann sehen sie zu uns, dass nu hier zu das Land. Das ist nicht ein Heim. Das ist nicht ein Tüß. Und er sagt, nu, dass die hier Tüß gehören, dann haben die gleich dasselbe Reich, als die, was hier geboren sind. Und ich dachte, das wird ein gutes Bild, um zu denken, weil jetzt nu, als wir diese Papieren haben, nu haben wir das Reich, nu gehört wir hier zu Kanada, das wird uns Tüß. Gleich so ist das mit der himmlischen Familie. Wenn wir erst zu Gott in der Familie gehören, dann haben wir dasselbe Reich, als Gott sein einziger Sohn, Jesus Christus, was wir wirklich zu ihm gehören. Er hat uns angenommen als seine Kinder. Nu haben wir gleich dasselbe Reich, als was er hat. Und das ist ein guter Weg, da nur zu kicken. Und dass wir bloß, wenn Gott uns so viel Leben hat, er will uns annehmen als seine eigenen Kinder. Christus, Jesus, den sehen wir, weil er hat, wir sollen auch seine Sehnen sind da werden. Und auf Epheser 1, Vers 4 sagt er, dass das, weil Gott uns gut wir, hat er das so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will als seine eigenen Kinder. Als seine eigenen Kinder. Nicht Fremde, was er annimmt, darüber er will uns annehmen als seine eigenen Kinder. Und so der auch mit hier jeden Krieg so. Die wird zu der Familie gehören, die traf den Aufgaut. Oder so ich sagen, die zu das Land gehören, was hier Tüß sind, was ihre Papieren gekriegt haben, die kann das Tüß nahen, die haben dasselbe Reich, als die, was hier geboren sind. In den Aufgaut wird nicht verteilt und die wird nicht zu der Familie gehören. Bloß die, was zu der Familie gehören, zu die wird das Aufgaut ausgeteilt und der andere, die kann nicht teilnehmen daran. Nicht, sondern wird nicht zu der Familie gehören. Und da können wir an denken, bitte du gehörst zu der Familie Gottes, hast du nicht ein Reich, das Aufgaut zu ehren, oder zu kriegen. So, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine gute Zukunft, eine Vorwärts zu kriegen. Deswegen kann ich auch sagen, ich will teilnehmen an der Herrlichkeit und an das Aufgaut, was zu kommen ist. So, das ist, was Petrus zu sagen hat. Er sagt, er wisst das, er wird teilnehmen an der Herrlichkeit. Er wisst das, wo er hinkommen wird. Und er sagt auch in dieser Vers, dass er auch ein Ältester wird. Er teilt sich selbst, er wird sich all sein, er wird auch ein Mitarbeiter, er wird ein Ältester zu der Gemeinde. So, er hat auch zu ihm auch zu reden, viel zu sein. Er wird berufen von Jesus Christus selbst. Wir wissen, dass Jesus am Berufen wird, in deiner Sinn, zu ein Hort sein für seine Schub. In Johannes 21
ein von diesen Kapitel, da lese ich von, wo Jesus sich selbst Petrus wählen deed. Dat wir das dritte Mal, wo Jesus sich mit der Jünger versammeln deed, nur dort, wo er abgestoßen wird von seinem Tod, kam er hier tot mit seinen Jüngern. Das wir auch sagen, wir gehen fashion danach, wir gehen fashion. Jesus seine Jünger in Tieri Samarias kam Jesus und bejehen sich da er wird da an der Kant am Meer und früh und aus sei fast gekriegen haben und sie haben bei der Zeit noch keine fast gekriegen und dann sagt Jesus, sie sollen das nach der andere Seite schmieden und sie kriegen viel Fisch. Und dann Jesus, der wieder an der Kant mehr und er mögt Frühstückreit für seine Jünger. Er will sich da bejenen mit ihnen und er mögt der Frühstückreit für die. Und Petrus, der kam das erste dünnere Kant und dann der andere kam auch und schlafte und das Naht mit der Fisch auf Matt und kam sie dann Jesus und hatten da ein Frühstück mit am Taub. Jesus bedient ihn mit einem Frühstück. Das ist ein gutes Bild, wofür Leib er für ihn hat. So er hat hier eine Zukunft mit seinen Jüngern. Aber das wird nicht bloß dort, wo er irgendwo Frühstück geben. Er hat hier was zu sagen zu Petrus. Er hat hier das Leben, was er an Petrus bestellen will. In Johannes 21, Vers 15 sagt er, als sie erst gegeten haben. So, das wird nur das, was sie gegeten haben. Er hat nicht merken, was sie eten, denn er war, was sie erst alle gegeten haben. Sagt er, nur dort, was sie gegeten haben, sagt Jesus zu Simon Petrus. Simon Jona, ist deine Leib zu mir geraten aus der anderen Erde? So, hier fragt er Petrus, bloß einmal allein. Er sagt nicht zu der anderen Jünger hier. Er sagt bloß der Petrus, ist deine Leib geraten aus der anderen Erde? So, ich weiß nicht mehr, was er hier sagt, dass aus seiner Leib geraten ist, der Arm, aus der anderen Erde Leib der Arm ist, oder aus seiner Leib geraten der Arm ist, aus der anderen, aus seinen Jünger. Er sagt, Johar, du weißt, dass ich die Gott sehe. Er sagt, du weißt, dass ich die Gott sehe, ich liebe die. Jesus sagt, dann werd meine Lama. So, hier geht er an der Arbeit ab. Er sagt, dann werd meine Lama. Wenn du mir Gott bist, dann werd meine Lama. So, er will han, er soll arm leben. Dat hij arm wordt leven en dat bewijzen met zijn ene wordt bekend dat hij arm lijf had en dat hij wordt zijn lama werden. So, en het wat we hier morgen maken, dat hij redet dat dat lama, dat zijn zijn. Dat zijn Jezus zijn lama. So, hij zegt, dan werd mijn lama. En hij zegt nog eenmaal te arm. Hier zegt hij, dat zal je vrouw vraagt hij eenmaal waar. Best u mij goed? Vroeg Jesus hier noch einmal, zum zweiten Mal an. Er sagt, du am Johar, du weißt. Er hat ja anders gesagt, du weißt, dass ich die Gott sehe. Und Jesus sagt, du am, werd meine Schub. Dann bestellt er noch einmal, er sagt, dann werd meine Schub. So nu einer würde denken, nu wird Petrus all gewusst haben. Er soll am leben und er will Sachen merken, dass er am Leib hat und dass er wird weiten, was er zu tun hat, dass er soll seine Schub werden. Aber dann sagt Jesus zum dritten Mal noch einmal, Simon, Jona, bist du mir gut? Das ist interessant, weil er hier dreimal wird fragen, bist du mir gut? Hat er das nicht das erste Mal verstehen, was er gesagt hat? Ich glaube, ja, er kann das gut verstehen, was er sagt, aber er will Sachen merken. Aber hier sagt er, Petrus war ganz traurig. Als er hier zum dritten Mal hören von Jesus am Fragen, als er am Gott wird, dann war Petrus traurig. Ich wundere, als er hier drei denken an der Zeit, wo er Jesus verraten hat, wo er am verloren hat, dreimal. Er dachte dann auch so bei sich selbst so, er weiß nicht, dass er Jesus leben deed, Jesus wie sein Partner, er ging am Heran und so weiter. Und er sagt sogar, dass er wurde an keinem verraten. Er sagt, wenn der andere auch alle wurden, aber ich wurde nicht. Er sagt, wenn der andere die wurden alle verloren und die verlegen, ich war nicht. Und er sagt dann sogar, wenn das auch mein Leben kosten, würde ich nicht die verlegen. Aber, und wir weiten der Geschichte, dass er hat, Christus Jesus gesagt hat, von der danach wirst du mich dreimal verlegen. Und das ist, was er deed. Und er wusste das nicht im Verrät, dass das wird passieren. Nur sein Sinn nur, würde er das keinmal getan haben. Weil er hat so viel Leib für diesen Jesus, für seinen Jesus. Und so, hier fragt Jesus am Wara, dreimal hat er ihm gefragt, liebst du mich? In der dritten Mal dann war Petrus hier traurig. Ich wundere, dass er dann drei denken, was er dann gesagt hat. Er war traurig. Er sagt, dass Jesus dreimal fragen, dann war er traurig. Und er sagte ihm,
of hij am Gott wir. Und hij sagt am Herr, du weißt am alles am. So hij wist dat hier, am fallet hierbij. Jesus hat an alles gewusst. Und hij sagt nu waar, du weißt am alles am. Und du weißt, dat ik die Gott zie. So am Hort, hij sich ganz sicher, dat hij weer am Gott. So hij sagt zu Jesus, du weißt alles und du weißt auch, dat ik die Gott zie. Jesus sagt einmal waar, werd meine Schub. Werd meine Schub. Wir haben das hier morgen, wo er redet von, das sind meine Schub, dass er werden soll. So, er hat hier noch Arbeit abgeben. Er gibt ihm noch Arbeit ab, das ist ein Hort, wo wir können sein. Ein Hort, der wirken soll für Schub. Was über Gott seine Versammlung oder seine Herd soll sorgen und wirken die über, und die werden. Wir noch ein bisschen mehr davon hören, von dort. Und wenn wir denken, dann, was ist der Rolle für ein Hort? Er hat hier eine Arbeit ab aus einem Hort. So, und wenn wir denken, dann, was ein Hort seine Arbeit ist, was ist der Rolle dafür? Ein Hort seine Rolle ist, der Herd zu werden. Gott seine Herd, seine Schub zu werden. Und da hat eine große Verantwortung, was Gott entgegeben hat. Wenn wir denken, und was Hebräer 13, Vers 17 sagt, das heißt, es steht, horch nu jene Lehrer, der Älteste. So erst ist am der Arbeit abgegeben worden, für den Herrn zu sorgen, aber dann sagt er hier, horch, das sagt er zu der Versammlung, horch nu jene Lehrer. Oder würden sagen, der Älteste kann sein. Und check günd, zu dort, was sie günd sagen, die wirken über jene Säulen. So, das ist ihre Arbeit, zu wirken für ihre Säulen. Er sagt, das was sie tun. Und sie sollen nur die horchen. Und sie müssen dafür Rechenschaft geben. Und sagt, dort ist später für jünd, wenn sie dort mit Frieden tun können und nicht mit Stehnen. So, das ist die Arbeit für einen Ältesten, für einen Hort, für eine Versammlung, für Gott seine Herd. So, der Arbeit ist, der Versammlung jährliche Nahrung zu geben. Und sorgen für jährliche Nahrungen. Und die beschützen, wenn sie in der Lebensgefahr angeroden tun. Und hört seine Arbeit ist, der Lama zu beschützen, wenn die in der Lebensgefahr angeroden tun. Weil wir sagen, vielleicht von Wild oder von was immer da wird kommen, was da wird, weil der Herd verdorben und die Schulden andauern. Und hört ist da angestellt, für die zu sorgen. Die beschützen. Wenn der Wild, mag der Herd kommen, dann abzupassen, nur die. Und ein Wolf ist allgemein sein Plan ist, zu kommen, die zu stehlen, die abzufressen, die zu nicht zu bringen. Oder in dessen Stelle würde vielleicht kann sein, hier würde es sein, wo der Wolf würde gleich in der Versammlung zu kommen, die zu verstehen, die zu abzubrechen. Oder Familien abzubrechen, die ihn einzurichten und so weiter. Und dort ist den Ältesten seine Arbeit, die zu beschützen von solchen Dingen aus das. Dort ist die Arbeit für ein Hort in der Versammlung. Und wir wissen dort, der Feind, dort ist der, was der manche Versammlung kommt, leichten, das zu kommen und das zu verrieten und das zu nicht zu bringen. Und dort ist uns jener, dort ist der Feind. So ist in Johannes Kapitel 10, Vers 10 reden der von der, was hier vergleicht Jesus den mit einem Stehler, der wird gleich zu kommen, zu stehlen. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, ein Stehler kann bloß zu stehlen, zu schlachten und in den Grund bringen. So dort ist, was der Ursache ist für den Stehler, der mag zu kommen, oder der Wilf mag zu Herd. Zu stehlen und zu schlachten und zu Grund zu bringen. Und dort ist, wo die Ältesten versorgen, die zu beschützen, der Herd zu beschützen. Aber er sagt, ich sehe den Gott Hort. So heute hält sich auch der Gott Hort, sagt Jesus. Ein guter Hort gibt sein Leben für den Schub. So er ist gekommen, sein Leben zu geben für den Schub, von der in die Gefahr sind. Der gute Hort gibt sein Leben für den Schub. Ein gutes Beispiel, was wir haben, ist David, was heute wir können lesen von David, wo er auch ein Hort wird für sein Futter, seine Schub. Er wird nicht ein Hort für seine eine Schub, aber er wird ein Hort für sein Futter, seine Schub. In 1. Samuel, das 17. Kapitel, Vers 35, sagt David zu Stedt, sagt er zu Saul, als ich mein Futter seine Schub heiden deut,
kommen door hanenbare Leifs oder Boa, um ein Lamm zu nehmen. So heißt es, hier kommt ieder Mal, oder kommt Handelbare, kommt so, was die kommen wollen, dass der Schub stehlen, wollen ein Lamm zu nehmen und dort weich zu stehlen von ihm. Aber dann denk ich, die hing an, kielde dood en brach mijn Lamm tree. So dat is wat een hoor dat. Hij heeft dat verloren, dat de weggestohlen is, wat de weggenomen is van den Feind, so te zeggen, jet de hoor hing aan en brengt dat Lamm waar het tree. Dat is wat David zegt, wat hij gedaan had. De leef wie kwam, dat Lamm weg te stelen, weg te holen, en hij ging te hing aan en kielde en leef dood en bracht dat Lamm waar het tree, wat de verloren weer. En dan zegt hij, en wanneer het hier zich geen aanweren deed, dan neem ik den bij hem hals en sloeg den dood. Zo hij had de macht den dood te slaan, den jener. En hij deed dat om de schroep te beschützen, te bewahren. Dat is wat zijn arbeid weer als een hoord, mangt de lama op te passen. Hij deed krijgt zo als Jezus ook zijn, dat hij zegt, hij verleidt de 99 en denkt dat eine hieraan wat er verloren wird. En wanneer hij dat is gevangen had, dan bracht hij dat waar tree. Dat is wat zijn arbeid weer als een hoord. En dat is wat Petrus hier zei, dat de Ältesters, dat die wat ondersteld zijn te werken over de Heer, over Jezus zijn Heer. Op te passen naar die te verzekeren, dat zij verzekerd zijn dat er weer is wat er niet aan oppassen dat. En hij zegt in het 5. Kapitel, Vers 2, zegt hij, zorg voor God zijn Heer. So hier zegt hij ook, wat hij zegt, zorg voor God zijn Heer. Dat is God zijn Heer, over hij junt over gezegd heeft. En dan zegt hij dat niet gedwongen, dat dieren. Eerst zegt hij, zal zorgen voor zijn Heer, over dat hij gezegd heeft, en niet bedwongen. Er zal niet zo veel aan zijn matten dat doen. Nicht unter Druck fallen sie machen, dass sie Arbeit tun, die Gott gegeben hat. Er sagt, dort Tieren, und auch nicht aus Gewandsucht. Einer hier von vielen Söhnen, die tun dort für Gewand, die tun dort aus von der Arbeit für ihr Einkommen. Und wir wissen noch von viel Prediger, wenn wir nochmal horchen, studieren, lesen, von einzigen Kirchen, wo die Lehrerschaft, die waren ganz angehörig, die tun dort für ihr Verdienst. En hij zegt, dat is niet wat jeder zal doen. Maar je zal dat liefdollig doen als een dienst voor den Herrn. Dat is wat hij hier zei, wat ze dat zullen doen. Dat hij even gezegd heeft over de Heer. Ze zullen het dieren doen met vrede, uit lief voor de Heer. En dan ze doen als voor een dienst voor den Herrn. In einer Slide dacht ik aan, wo een leiderschap, wo de Ältesters dat jaren kan doen, wo dat met vrede kan doen, wanneer ze de ondersteuning hebben van de verzameling. Want je, wanneer die weten dat zij de verzameling de ondersteuning, de entmotor spreken doen, nach iedereen wil zijn dat we beden voor jullie, we ondersteunen jullie in onze gebeden en zo wieder, want je dat heeft een Ältester veel moed en kracht dat hij dat kan wel doen. Zoals deze Farge zei, zoals Petrus zei, dat zij het zullen jaren doen. En dat is een wo ze dat kan doen, want ze weten, ze hebben die verzameling, wo ze verzorgen doen, hingen en zijn, wie zijn met jullie. In onze gebeden, en wo immer we kan, wo we jullie kan ondersteunen. En dus in Hebräer 13, Vers 17 zei, dat het goud wird verernt, das ist für die Versammlung. Hij zegt in de laatste part van deze Vers, dat is beter voor jullie, wanneer jullie met vrede doen kunnen, en niet met stenen. So, hij zegt niet dat het beter is voor de Ältesters, maar hij zegt dat het beter voor de Versammlung, wanneer ze dat kunnen doen. Hij zegt dat is voor jullie om gouden. Die hebben nutzen eruit. Wanneer je die ondersteunen doen, en wanneer je voor beden doen, en wanneer je die motor spreken doen, en zo wieder. Wanneer die weten dat die hebben ondersteuning, dat zijn met ernt. Dan kan je dat met vrede doen. Hij zegt dat is beter voor jullie, wanneer dat met vrede doen kunnen. So, kijk zoals Petrus had van Jezus zelfs gehoord, hij zal voor zijn lammen zorgen. En zo heeft hij ook van der dag te
der andere Versammlungen auch, wo immer die Kirchen top kommen, wo die Lehrerschaft ist, wo die Ältesten sind, der Herr bestellt, für seine Lama zu sorgen. Die zu werden. Und das ist ein guter Arbeit zu tun, wenn er das kann, den Bereich nur kicken, und den Bereich tun, als von einer das für den Herrn, wenn der Lehrerschaft weiten, das ist für den Herrn, wo wir sie das tun. Und das ist, wenn es Gott seine Herd, wenn es das als Gott seine Herd, wo sie versorgen tun. So dass diese Herden, die hier nicht zu der Lehrerschaft, die kann nicht so sein, das ist meine Versammlung, das ist meine Kirche, da habe ich Hauptgestalt und so weiter. No, er sagt, das ist meine Schub, das ist meine Herd, wo ich Gott habe angestellt für zu sorgen. Er bestellt dir bloß an die Arbeit zu bringen, was sie zu tun haben. In Hesekiel 34, Vers 31 sagt es das, und die Menschen sind meine Herd. Er sagt, die Menschen sind der Herd, die sind meine Herd, und meine Weid, und ich sie jün Gott, sagt Gott der Herr. So hier können wir hören, wer ist seine Herd? Das sind die Menschen, die Versammlung. Das sind seine Herd. So hat der Älteste bloß über die Herd gesagt, die am Gehirn tun. Und dann in Vers 3 sagt Petrus hier, 1. Petrus 4, Vers 3, die sollen dort nicht zu streng sein über die Herd. Die sollen nicht zu streng über die Herd sein. So er ist bedeutet über seine Herd. Er weiß, wie viel Leib er hat für dich. Und er sagt, er soll ihn nicht zu streng behandeln. Weil er hat Leib für dich. Er ist bedeutet am dich. Er will nicht haben, dass er sollen zu streng behandelt. Und dann sagt er, sie sollen unjüngst sein kennen, wo sie leben sollen. Dann sagt er sogar, dass die Lehrerschaft, die Ältesten, die haben eine Arbeit vorabzugehen aus dem Beispiel, dass sie an die kann sein, wo sie zu leben haben. Nicht bloß horchen, was sie zu lernen haben, und so wieder, wo sie zu lernen tun, mit Gott sein Wort, aber er sagt, mit ihrem Leben sollen sie das auch kennen machen. Wo sie sich verholen sollen. Wo sie leben sollen. Und wir weten doch, in der Lehrerschaft oftmals, da wird sehr beobachtet. Sehr dicht bei, bekicken sie da, wo sie leben wollen. Und wenn sie eins wollen, ein Fehler von da sein, dann beschuldigen sie da. So, Menschen beobachten die Lehrerschaft. So, er sagt hier, die sollen unjüngst sein können. Und er weiß auch, die wollen abpassen da. So, die sollen sein können, wo sie leben sollen. Dass sie ernst nehmen aus dem Beispiel. Und sie verlangen es nicht zu streng, manche Versammlung zu arbeiten. Weil er läuft da, er ist bekümmert am da, er will haben, die sollen nicht behandelt. Und wenn wir denken dann an, er verglichen uns oftmals mit Schub. Und wir wissen, Schub, die sind sehr empfindlich. Schub müssen am besonderen Bereich müssen die mit umgehen. Nicht zu hübsch mit der umgehen, weil sie sind so empfindlich. Die müssen sehr sanft mit umgehen. Das ist, wo Schub man mit umgehen. Und das ist, wo er uns mit vergleichen hat. Und der Hort, die sollen die Schub nicht hübsch behandeln. Und dann mit einem guten Beispiel vorabgehen. Paulus sagt auch zu Titus, in Titus 2, Vers 7, in all diesem geh du mit einem guten Beispiel und einer reinen, ernsten Lehre vorab. So hier sagt er, du sollst mit einem guten Beispiel gehen und auch mit einer ernsten, reinen Lehre soll er vorabgehen, das ist der Lehrer. Und auch wenn der irgendwem in der Versammlung ein Trost fehlen wird, der fehlt abzuheben, der sind durchgedrückt oder was immer, der sollen Wied haben und heilsame Wied zu geben. Vers 8 sagt, red heilsame Wied, die nicht zu verurteilen sind, dass die jener sich schämen müssen, weil sie ans nicht schlechtet nur reden können. So nur diese Vers hier ist auch was zu hören, das sind jener, die wollen abhassen und die allerhand wollen sein. Wo er sagt, die sollen heilsame Wied reden, dass die, die beobachten, dass sie sich immer schämen, dass sie recht sind, dass sie nicht allerhand schlechtet von nur reden, so sie leben tun. So sagt er, dass er nicht schlechtet nur reden kann. Die sollen an der Lehrerschaft zu sein, wo die leben sollen und so weiter. Und auch ihre Lehre mit ihrer Wied, was sie reden tun.
Paulus sagt auch zu den Philippa, in Philippa 3, Vers 17, sagt er, Brüder, hier nannte er ihn Brüder, kommt mir heran, sagt Paulus, und kijkt op die so leven als ich aan dat vergeleefd habe. So hier sagt er zu dir, komm, kijkt mal, die, wat so leven doen als ich aan dat vergeleefd habe. Beobacht die. Dort naar die kijken. So hij es beduurt dat die zullen met een gouden voorbeeld, met een gouden bijspel verder gaan en uitwijzen wat ze te leven hebben. En dan vers 9 zegt Philippa 4, vers 9 zegt, aufgehend door aan, wat je van mij gehoord en geleerd en gezien en gekregen hebben. So hij zegt, met dit zullen ze zich uiven, zegt hij. Wat ze aan gezien hebben, wat ze van aan geleerd hebben, wat hij geleerd heeft, en ook wat hij gezegd heeft, wat hij gereed heeft, wat ze van aan gehoord hebben en gezien hebben, ook gekregen hebben. Dat zullen ze uiven. Hij zegt, en wanneer je dat worden uiven, zegt hij, dan wordt de vredensgod met jullie zijn. Hij zegt, dat is wat antwoord vrede geven. Daar worden zij in vrede leven kunnen. In Daniel kapitel 12 vers 3 zegt dat die wat wij zijn worden dagen als de klare hemel. En die onder den rechten Weg wiesen, worden schien zoals stieren, voor immer en eeuwiglich. So dat wordt er voorop gaan doen, dat wordt onder worden reich wiesen, reich leven, die worden dagen, zoals stieren. En dan vers 5. Vers 5 zegt hij, en groot zou ook die jonge gelieden. Also hier meint er nicht bloß zu sein, junge Menschen, aber er sagt, dass die Geweinige, die in der Versammlung sind, die ihre Ältesters nur horchen tun. Er sagt, schacken zu jene Ältesters. Die sollen sich zu schacken. Die sollen alle immer reit sein und jün untereinander in Demut zu dienen. Gott ist je in der Stalte, aber der Demütige schenkt er zu der rechten Zeit genug. So erstens sagt er, je sollen jün schacken zu den Ältesters. Was die Ältesters zu sein haben, was die jün verleben tun und was die jün lernen tun, schacken zu dir. Und dann sagt er, je nach was die Ernst ist, der Versammlung, was die zu tun haben, die sollen sich untereinander dienen. Uit Demut sollen sie sich untereinander dienen. Nicht hochmütig, stolz, so viele Menschen sind, die tun sich gegen die Nächsten vergleichen und sagen, ich bin viel zu stolz. Mit mir ist das viel mehr als mit dies, warum will ich mich demütigen und die dienen? Und das ist was Jesus sagt. Er leitet ein Beispiel. Er sagt, das ist das die auch, das ich tut. Ich kam zu bedienen, nicht mich zu bedienen zu lassen. Er sagt, Gott ist gegen die Stalte. Der wird sich hoch erheben und gegen die andere. Er ist gegen die. So er sagt, sollen sich lieber demütigen. Und er wird uns zu der rechten Zeit gnädig sein. So zu der Ältesters sich schacken. So dass es nötig, dass die Versammlung der Ältesters unterstützen tun und sich schacken tun zu ihrer Lehre. So hier ist eine Abgabe verbet für die Ältesters in der Gemeinde, für die Lehrerschaft, auch für die Versammlung. Das ist eine Arbeit, was sie zu tun haben, was Petrus und hier lehren, der wissen, wo sie zu leben haben. So dass es nicht bloß für die Lehrerschaft sollen, so dort die bedienen, aber auch für die Versammlung sollen Acht nehmen, auf was sie lehren tun. Und dann Vers 6 sagt, demütig und ihr Gott seine lebende Hand. Hier sagt er nach einmal, das war dass er an Denken hat, und sie sollen sich demütigen. Gott sein Verlangen ist für seine Kinder, dass die in Demut leben tun, nicht hochmütig und stolz sein. So demütigen und ihr Gott seine gewollte Hand, dann wird er jünd abrichten. So er wird dann an ihre Seite sein, wenn sie sich demütigen, er wird abrichten, wenn die durchgedreht sind oder was immer. Wenn irgendwas wird fehlen an Arm, wenn irgendwas wird an Halb fehlen, sie sind durchgedreht, bedreht. Und wir wollen das oftmals kommen, wo wir durchgedreht sind, aber wir wollen uns nicht demütigen genug haben, Frauen eins für eine Halb oder was immer. Aber er sagt, wenn wir uns für ein demütigen, dann wird er uns abrichten.
So, wenn du durchgedreht bist, dann demütig die unter Gott seine gewollte Hand. Und er wird die abrichten zu der rechten Zeit. Und wir wissen dort oftmals sehr wie bedauern in uns Leben, wo wir sehr durchgedreht sind, wir sind unter viel Sorgen bedrängt und so weiter. Aber er sagt in der 7. Vers, in der letzten Vers sagt hier, schmied all jene Sorgen ab Arm. So, wenn wir Sorgen haben, wir brauchen durch für Sorgen. Er sagt, schmied die ab Arm. Er sorgt für uns. Sein Verlangen ist, dass er wird sorgen für uns, wenn wir unter schwere Loden bedrängt sind und Sorgen haben. Oftmals dann will wir das selbst drehen und wir brechen Taub unter. Wo er sagt, wir brauchen uns durch mit Sorgen, mit Ramdrehen. In Matthäus 11, Vers 28 sagt er auch in seiner Gouda Rot hier, was wir können annehmen, sagt, kommt alle nur mir, die je unter schwere Lasten gehen und bedrängt und meid sind. Ich will ihnen zurückgeben. So Gott sein Verlangen als Himmel gewas, dass wir die schwere Lasten selbst drehen sollen, was immer das wird, was wir uns vielleicht selbst uploaden tun, oder was immer das muss sein, aber wenn wir schwer bedrängt sind, sagt er, no, bringt ihn mir. Bringt ihn mir, ich will die drehen für ihn. Ich will mit damit weiten. Er will die Last nehmen von uns und die für uns drehen. Weil er sorgt für die. Er sorgt für die und er sorgt für mich. Weil er hat so viel Liebe für uns, dass er nicht will haben, dass wir sollen durchgebrochen werden, anmutig werden unter die Sorgen, unter die Lasten. Und er weiß, dass wenn wir rumgehen mit schweren Lasten, dann werden wir anmutig und dann sind wir nicht verschlagsam in sein Amt. Deswegen will er haben, wir sollen ladig rumgehen und am Dein und am Loten die Sorgen drehen. Auch Philippa 5, Vers 6 sagt, sorg jünd am Nursch, lut Gott mit Beten und Prachen in Dankschein sein und an alles weiten, was jünd fehlt. Und es steht, dass wir uns selbst Material und mit schweren Lasten und so wieder uns fehlt um Hilfe, sagt er, no, sorg jünd am Nursch, mir könnt nicht sorgen, die Eva. Dort im Gebeten in mir kommen und dann vertel mir, was jünd fehlt und was jünd das fehlen hat. Er will uns helfen. Und wir wissen, dass wenn wir all unsere Sorgen, alles, was wir haben, wo wir uns mit anheirig vielleicht mit rumdrehen, wenn wir die ab Arm schmieden, dann bleibt all nichts, was wir danach zu drehen haben. Das heißt nicht bloß Wort von den Lasten mir geben, das heißt alle Lasten. Er will die alle drehen, er sorgt für all unsere Lasten. So dann bleibt nichts übrig für uns, es soll das nicht, wo wir über Sorgen brauchen. Und das ist so gut, zu wissen, dass wir haben einen Gott, der uns so viel Life hat. Er will dort von uns nehmen. So, ich will dir bis im Motor sprechen. Wenn du unter schwere losgehen bist, du hast, dann haben wir so zu holen, du musst das selbst drehen, du weißt nicht, wohin mit dort, du bist vielleicht oftmals taub gebrochen, vielleicht hast du verschiedene Lasten, wo du unter gebunden bist, wo du nicht los von kannst. Er sagt, bring den nicht mit. Bring den mit, ich will mit dem weiten. Nicht die mit schwer rumdrehen, dass die anmutig in taubgebrochen rumgehst. So ich würde uns alle tauropen, jeder Tauhörcher, wenn du unter schwere Lasten gehen darfst, er sagt, er will die für die drehen. Schmied den Arm. So ich würde ihnen den Rot geben, dass sie würden jene Lasten anbringen und anloten die drehen für die. En ik wil ook die aanroepen, aankrijgen, als die worden de leiderschap in deze gemeente hier besonders in onze kerk ondersteunen met gebeden. Dat de verzameling wordt dat krijgen wat aanvelen dat. Dat die worden de leer krijgen wat aanvelen dat. Die worden beschützt worden van de wil wat de mank de verzameling komen doen. Van die komen en proeven de verzameling op te breken. Of wanneer de families zijn, wat de fabrieken zijn, wat de hulp fehlen dat die ältesters kunnen met omgaan, zodat je hier dat zij kunnen troosten uitkrijgen en je helpen worden daardoor. En wat je in daardoor fehlt, al de leiderschaften en alle gemeenten, die fehlt de verzameling, ihre Unterstützung en besonders ihre Gebete. En ik würde jullie toeroepen, ziet onze leiderschap hier besonders
sieht er angedacht in jene Gebete, zu alle Tiden, nicht für jeden, für dich zu beten. Und zu all dem, was du an Port haben und der Lehrerschaft, die Elders, und auch die Diakon, the Board of Trustees, und all dem, was an Port haben und der Lehrerschaft, was du vorabgehen tun, als ein Beispiel für jene als Versammlung zu leben, dass die kann aufrichtig und treu Dienst tun für den Herrn, jene salven, die Versammlung ersalven, dass die können genaten haben, dass die können gelehrt werden, so als es gelehrt soll werden. Und ich bedanke mich noch einmal für das, wir sind meist durch diesen Kapitel gegangen waren, meist durch diesen Petrusbrief, aber ich bete, dass das mochten sehr jüngst gewesen sein, dass es zu mir ist gewesen, und ich bete auch für wieder, dass die uns leiden und führen, und dass die uns in jene Gebete angedacht sein. Wir wollen noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss von dieser Andacht von der Marius fertig, und wir danken dir, Herr, dass du uns so viel Leben hast, dass du uns wiesen lässt, wo wir zu leben haben, wo wir sollen umgehen mit einer mit den anderen, wo wir uns verhalten sollen mit den Nächsten. Und ich danke dir, Herr, dass du hast uns Rat gegeben, wo wir können Hilfe kriegen, wenn wir in der Not sind, musst du uns immer wiesen, dass du für uns bist, dass du in unserer Seite bist, dass du was hast, dass wir sollen unsere Lasten, wenn wir rumgehen mit schweren Lasten, dass wir die wollen Balance sein, nicht die zu bringen, dass du die von uns nehmen, dass wir können unseren Dienst tun, ladig, nicht bedrängt und schwer und ja schwere Lasten rumgehen. Und ich bitte auch besonders für die Ältesten in unsere Kirchen und auch in alle anderen Kirchen, wo immer sie in der Herde haben, wo sie sind, übersatt worden, dass die einfach viel Rot geben, besonders in dieser Zeit, wo wir von der und auch sind, dass die die Rot geben, wo umzugehen mit der Versammlung, dass die kann jährlich genannt werden in alle Wege, was immer dann fehlen wird. Musst du uns wieder leiden und führen, auch wenn wir von hier gehen, dann musst du uns segnen und uns leiden in all unsere Wege. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.